Hallo Hallo miteinander. Ja, herzlich willkommen zu der neuesten Stellplatz-Review, respektive Bewertung. Es geht um den Platz in... Zürichsee, der Zandweg. Der Platz kostet 12,50 Euro für die Nacht. Wenn man über Nacht bleibt, dann ist alles drin. Dann ist Versorgung, Entsorgung und Chemietoilette ist drin, inklusive Strom. Es hat auch WLAN und das war ziemlich schnell. Oh ja, Sehr gut. da konnten wir sogar den Vlog hochladen. Ja. Wenn ihr nur über Nacht, also wenn ihr nur die Chemietoilette macht oder auffüllen wollt oder Wasser ablassen wollt, dann kostet das 3 Euro. Das geht, finde ich. Ja, Wenn du alles machen willst und gleich wieder verschwinden willst. der Platz selber ist sehr hübsch. Die Bodenbeschaffenheit ist geteert, ist sehr, sehr gerade. Es hat Platz für 12. 12 Wohnmobile. Ja, und der Platz ist super geeignet, wenn man in das Städtchen möchte, also zu Fuß oder besser mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad hat man vielleicht 5 Minuten, dann ist man im Zentrum. Es ist Sehr, eine sehr sehenswert, unbedingt Es ist müsst ihr eine- da gehen. historische Altstadt. Mhm. Und was noch zu sagen ist für die Übernachtung, es ist vom Lärm her, es hat eine Straße, die sehr befahren ist. Also man hört diese, aber es ist jetzt nicht so, dass das sehr störend ist. Es ist einfach die ganze Zeit ein bisschen ein Pegel Ja, aber mit dem Verkehr. Als wir dort waren, war es sehr windig. Und die Bäume, die waren eigentlich fast lauter mit dem Rauschen, aber durch das es immer sehr stetig und konstant ist, dann gewöhnt man sich auch schnell daran. Außer man ist sehr lärmempfindlich. Dann ist das vielleicht nicht so der richtige Platz. Unsere Bewertung würde ich sagen, eine 5 oder eine 4. Eine 5. Eine 5. Ich würde auch sagen eine 5. Das Einzige, was noch schön wäre, wenn es noch eine Dusche gehabt hätte, das hat es nicht. Aber das macht nichts. Was noch zu sagen ist, weil bei dem Bezahlen, es hat etwa 4 oder 5 Kästchen mit verschiedenen Sprachen, Französisch, Italienisch, Deutsch, Holländisch und Englisch. Man kann dort ein Kuvert rausnehmen und die Karte ist zwar alles auf Holländisch, aber wenn man die deutsche Sprache beherrscht, dann versteht man das fast von selbst. Und dann kann man das entweder mit E-Banking, glaube ich, machen, diese 12,50 Euro, oder man kann es in das Kuvert reinschmeißen und in den Briefkasten tun. Dann wünschen wir euch wieder eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Svefa on Tour.